In der Schlacht gewiss. Und ist nicht auch die Liebe eine Schlacht? Eines Abends hatte ich mich bei der Hütte ihrer Näherin versteckt. Als Vivienne herauskam, trat auch ich aus meinem Versteck und arrangierte einen sanften Zusammenstoß, worauf ich ihr meine Begleitung anbot. Sie willigte ein. Und zuerst war alles gut. Ich schlug einen hübscheren Weg vor. Wieder war sie einverstanden und es entspann sich sogar ein Gespräch, als wir uns ihrem Haus näherten. Und dann? Und dann begann sie plötzlich, mitten im Satz zu kreischen. Ich war wie erstarrt und blieb stehen. Sie errötete und rannte davon. Ich stellte ihr nicht nach. In der nächsten Zeit versuchte ich immer wieder, mich ihr zu nähern und zu erfahren, was geschehen war. Ich befürchtete, sie könne in Schwierigkeiten stecken. Ich merkte, dass sie oft zu den Wäldern ging. Auf einer Wiese bei einem Waldsee sah ich sie. Ich versuchte ihr zu folgen, aber sie entschlüpfte mir jedes Mal, als würde sie sich in Luft auflösen. Okay, was kannst du mir noch? Erzähl mir mehr über Vivienne. Wer ist sie? Was weißt du über sie? Sie ist die Hofdame Anna Henriettas. Auch ihre Mutter war Hofdame, ihr Vater ein Ritter. Mehr weiß ich nicht, denn die Herzogin wird ungehalten, wann immer ich nach Vivienne frage, die ihre Zeit überwiegend im Palast verbringt. Doch wir haben Glück, denn sie ist heuer die Patronin des Turniers. So wird jedem Teilnehmer eine Audienz mit ihr gewährt. Es trifft sich schlecht, dass ich gar kein Teilnehmer bin. Da habe ich schon eine Lösung. Du nimmst meinen Platz im Turnier ein. Dann kannst du mit ihr sprechen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, das Turnier zu gewinnen. Doch für Vivienne würde ich jedes Opfer bringen. Gut, reden wir erst über die Belohnung. Das ist ein ungewöhnlicher Auftrag. Es kommt nicht alle Tage vor, dass ich an Turnieren teilnehmen muss. Das wird was kosten. Ich bin kein schwerreicher Mann. Aber natürlich sollst du einen gerechten Lohn erhalten. Was verlangst du? 500, da kommen wir an 550 draus, das ist okay. Ich habe Freunde, die ich fragen kann. Sicher leihen sie mir was, aber nicht mal das würde reichen. Kannst du nicht etwas runtergehen? Machen wir 530. Einverstanden. Hm. Diesen Betrag kann ich aufbringen. Okay, gut, ich bin neugierig. Na gut, ich kümmere mich darum. Du hast mich neugierig gemacht. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass du nicht ausscheidest, bevor du Vivienne getroffen hast. Was heißt das? Kannst du mir eine Kostprobe deiner Reit- und Schieß- und Fechtkünste geben? Und du musst die Turnierregeln lernen und wissen, wie du sie praktisch anwendest. Ich will deine Fertigkeiten damit nicht anzweifeln, aber jeder muss üben. Auch ein Hexer. Außerdem ist Turnier ja nicht gleich Turnier. Es ist nicht immer überall das Gleiche gefragt. Es geht vor allem um Rennen. Also, womit fangen wir an? Du hast die Wahl. Reiten. Plötze könnte mal wieder etwas Wind um die Nase vertragen. Gute Neuigkeit, komm mit. So, dann laufen wir dem mal Das Rennen hinterher. des Turniers hat andere Regeln als die üblichen. Man tritt nicht gegen Kontrahenten. Wogegen denn sonst? Gegen die Zeit. Der Wettkampfparcours beginnt in der Arena, führt rund ums Turniergelände und endet wieder in der Arena. Okay. Der Übungsparcours befindet sich jedoch außerhalb der Arena. Dahin gehen wir jetzt. Ja, okay, machen wir mal ein bisschen Turnierarbeit hier, ja? Aber das habe ich. Ich habe die ganze Nacht poliert, geschärft, geölt. Alter, wie weit ist das weg? Gefällt's dir hier? Mhm. Also, hier ist es sauschön. Ich habe selten so schöne Gegenden gesehen in einem Spiel.
Es ist alles bereit. Nun hör zu. Es ist nicht ganz einfach. An der Strecke stehen Attrappen und Ziele. Die Attrappen musst du mit dem Schwert, die Ziele mit der Armbrust treffen. Mit jedem Treffer, Schwert oder Bolzen, hast du mehr Zeit zum Abschließen des Parcours. Das mag einfach klingen, aber glaub mir, ich habe bei diesem Wettkampf schon viele Ritter schimpflich versagen sehen. Beim richtigen Rennen ist die Strecke mit Kampfrichtern besetzt, die dir Punkte geben. Fürs Erste kannst du aber unbestimmt reiten. Okay. Moment. Okay, besser. Los, lauf! Komm. Okay, ich muss hier aufpassen, dass ich nichts verpasse. So, ich mich kann. Da. Okay, verpasst. Egal, weiterlaufen. Und ich muss durch. Ah, fuck, okay. Okay, okay. Alter! Ich bin das wirklich gar nicht gewohnt. Hopp. Und weiter. Okay. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Okay, komm. Dann müssen wir wieder weiter hier. Okay, weiter. Naja, keine Glanzleistung. Versuchst du es nochmal? Ich kann weitere Attrappen aufstellen. Ja, versuchen wir mal. Es kann nicht schaden, noch einen Durchgang dran zu hängen. Übung macht den Meister. Das gilt auch für Hexer. Ja. Lauf, Fletze! Okay, verkackt. Das habe ich verkackt. Ich will ja nicht stehen bleiben unbedingt. Ich will sie so im Vorbeilaufen kommen. Okay, das war auch wieder nichts. Oh, da bin ich noch vorbeigelaufen. Fuck. Dann gibt es hier noch eins. Ich bin nicht so gut im Zielen. Extra Ziel hinzufügen. Naja. Langsam. So, reicht es dir? Oder willst du nochmal reiten? Nochmal. Noch ein letztes Mal. Es kann nicht schaden, noch ein... Komm. Aber jetzt will ich alle Attrappen bekommen. Auch wenn ich da langsamer. Los! Okay. So. Nummer 1. Ja, dann schlag halt 10.000 Jahre später zu. Ist ja auch kein Problem. So. Okay. So, dann laufen wir hier durch. Ah, fuck. Ja, nice Plätze. Dann lauf hier runter, dann lauf wieder hoch. So. Und weiter, 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 weiter. Hier durch das Kontrollpunkt. Und dann hier den nächsten. Alter. Okay. Ja, das müsste klappen. Ich will ja nicht perfekt werden. Überspringen. Mir reicht es, genau. Es reicht. Ich möchte mein Pferd nicht schon vor dem Turnier auslaufen. Und wohin jetzt? Kampfübungen. Warum nicht Klingen wirbeln, tänzeln und schwitzen? Also schön. Wir üben Einzelkampf zwischen Infanteristen. Jeder Ritter wählt seine Kampfmethode selbst. Reinfahren kämpft zum Beispiel immer mit der Hellebarde.
Okay. Du Dann kämpfst lauf. zusammen mit anderen Rittern. Der Kampf ist echte Scharmützel nachempfunden. Zum Schluss wird dein Platz auf dem Podium per Zweikampf bestimmt. Wie gerne hätte ich gegen die Besten gekämpft. Jetzt denke ich nur noch an Vivienne. Vermutlich ist es gut, dass du an meiner Stadt antrittst. Ich glaube, ich könnte mich einfach nicht konzentrieren. Patrouille auf nüchternen Magen. Okay. Übertrumpfen die Tugend. An Weisheit Alter, weh, was machst du für Abkürzungen manchmal? Ja, Gemeinheit einfach ausmachen. siegt über Großzügigkeit. So, laufen, laufen. So. Ich will halt der Warnung nachgehen und mal meine Nebenquest machen. In die Mitte des Übungsplatzes. Ein Ritter wird dich herausfordern. Armleuchter. Ich kann kämpfen. Es ist nur recht und billig, Hexer. Dass du den Ruf der Herzogin gefolgt bist. Schnell! Okay. Jetzt! Okay. Sweet Heaps. Ich hatte damit gerechnet, dass du gut bist. Aber nun staune ich doch. Ich will kämpfen üben. Ich könnte sicher noch etwas Übung gebrauchen. Schließlich kämpfe ich sonst gegen Monster, nicht gegen Ritter. Endlich kehrte. Ich kann kämpfen. 1, 2, 3, 4. In die Grube, ab mit dir. Okay. Schnell! Okay. Von rechts! Ja, wenn es so leicht wird, dann ist es Ich okay. hatte damit gerechnet, dass du gut... Genug Ich übt. glaube, das reicht. Und wohin jetzt? Schießübungen. Am Das sind, besten übe ich mich im Schießen. ja, darin bin ich extrem schlecht. Ritter, die sind Beim selten. Schießwettbewerb misst du dich mit anderen in Sachen Zeit und Präzision. Wer zuerst alle Ziele trifft, hat gewonnen. Hoffentlich ist meine Hand so ruhig wie die von dem Liebesengel, der dein Herz getroffen hat. Oh. Manchmal begreife ich wirklich gar nicht, was du sagst. Alter! Scheiß KI. Lauf mal so, wie es du sollst. Okay. Schießübungen. Triff die roten Ziele. Okay. Okay, das war ja gar nicht so schlecht. Nochmal? Nö, das brauche ich nicht zweimal üben. Genug geschossen. Jetzt geh zum Anmeldezelt. Ruhm und Ehre sind gut und schön, aber der Papierkram muss stimmen. Okay. Dann laufen wir dahin, um uns anzumelden. Geübt haben wir jetzt schon. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das im Turnier aussieht. So. Schreiber, hallo. Hallo, ich möchte mich anmelden. Natürlich. Doch zuerst die Formalitäten. Auf Guillaumes Anforderung habe ich mich mit deiner Geschichte in heraldischer Hinsicht befasst. Ach Okay. was. Und was hast du rausgefunden? Meinen Nachforschungen zufolge kannst du als Geralt von Riva teilnehmen. Also sowas. Oder als der ehrenwerte Ramix von Vierhorn. Wir haben selten Teilnehmer, die sich zweier Wappen rühmen können. Welches ziehst du vor? Geralt von Riva. Ich nehme was Geralt von Riva. Was hast du über Geralt von Riva rausgefunden? Ich wüsste gern, was du über Geralt von Riva so erfahren hast. Im Jahre 1267 wurde ein gewisser Geralt, Mitglied der Hexergilde, von Königin Mewe zum Ritter geschlagen. Er erhielt den Namen Geralt von Riva.
Dies geschah als Ehrenbezeugung nach besonderen Verdiensten in der Schlacht um die Brücke über die Yaruga. Du wirst wohl wissen, von welcher Schlacht ich rede? Ja, die alten Zeiten. Kahir und ich führten eine Handvoll Nordlinge gegen ein nilfgaardisches Bataillon. Wir haben die Schlacht nur gewonnen, weil wir unbedingt über den Fluss mussten. Was hast du über Ravix? Ravix von Vierhorn? Wie hast du den ausgegraben? Hier in Toussaint nehmen wir Heraldik sehr ernst. Es brauchte nur einen einzigen Besuch in den herzoglichen Archiven, um die erforderlichen Informationen zu finden. Unter dem Namen Ravix von Vierhorn hast du am Fest zu Ehren von Prinzessin Pavetta, Tochter von Königin Kalante von Zintra, anlässlich ihres 15. Geburtstags teilgenommen. Das stimmt. Ne, ich nehme auch von Geralt. Ich bin Geralt. Ich werde nicht unter falschem Namen kämpfen. Du magst nun den Schild mit deinem Wappen nehmen. Ich bin ein Hexer. Wir kämpfen nicht mit Schilden. Wer spricht denn von Kampf? Der Schild ist ein Andenken an deine Turnierteilnahme. Du darfst ihn mitnehmen. Ah, cool. Tja dann. Vielen Dank. Sind dir die Herausforderungen, Preise und Eide des Turniers bekannt? Wenn nicht, so lass mich dir davon künden. Ich weiß Bescheid. Erzähl mir von der Herausforderung, das weiß ich. Erzähl mir Eid und was Ehre. Was hast du da von Eiden gesagt? Es ist Brauch, dass die Ritter Eide ablegen, welche für die Dauer des Turniers gelten. Man schwört auf etwas, das für die Tugend steht, die einem am wichtigsten ist. Okay. Ich will Sie gerne was über die Reise. Ich sag's gleich. Ich bin vor allem an den Preisen interessiert. Der Sieger eines Wettkampfs erhält eine Trophäe. Langweilig. Der Ritter mit dem besten Ergebnis nach allen Wettkämpfen tritt im finalen Zweikampf um die Ehre und den Titel gegen den letztjährigen Turniersieger an. Wer den Titelverteidiger besiegt, hat den großen Preis errungen. Dieses Jahr ist das ein speziell zu diesem Anlass angefertigtes Schwert vom einzigartigen Cornelius von Assengard, dem berühmten Schwertschmiedemeister. Die allergnädigste Herrin hat es den ganzen Weg aus Nasair bringen lassen. Okay, von den Herausforderungen, die habe ich aber schon Guillaume mal. hat mir ein wenig über die Wettbewerbe erzählt. Aber ich würde lieber sicher gehen, dass ich Bescheid weiß. Bewundernswerter Wissensdurst. Es gibt der Wettbewerbe 3. Einmal den Schießstand, wo du dich Seite an Seite mit einem Gegner misst. Beim Pferderennen gilt es, den Parcours binnen einer festgesetzten Zeit zu schaffen. Diese Zeit kannst du verlängern, indem du Ziele mit dem Bolzen und Attrappen mit dem Schwert triffst. Und dann gibt es die Gruppenschlacht in der Arena. Und als Krönung den Zweikampf gegen den letztjährigen Sieger. Okay. Nach Abschluss jedes Wettstreits werden die Ergebnisse am Brett vor meinem Zelt veröffentlicht. So weiß jeder immer Bescheid, wer gerade das Turnier anführt. Okay. Praktisch. Okay, ich weiß schon Bescheid. Ich glaube, jetzt weiß ich alles, was ich je über Ritterturniere wissen wollte. Trefflich. In diesem Fall musst du deinen Eid leisten. Worauf willst du schwören? Oh. Ich schwöre. Ich schwöre auf Reina, ich schwöre auf Liebste, ich schwöre bei den Straps. Ich schwöre lieber gar nichts. Geht das? Mir ist gerade nicht nach Schwören zumute. Der Brauch sieht auch diese Möglichkeit vor. Ja, cool. Mögen die Götter dir bei deinem ruhmreichen Unterfangen beistehen. Bitte unterzeichne hier und fülle diese Formulare aus. Mehr brauche ich von dir nicht. Nun wirst du mit angemessener Rüstung versehen, so wie von Guillaume arrangiert. Mhm. Hübsch. Außerdem erhältst du für die Dauer des Turniers ein Zelt.
Das findest du bei der Arena. Viel Glück!